Maar dat hier top zijn, niet zo? Heb je al Kaffee gehad en Donuts met? Nee, je had niet Donuts met, aber fehlt nog mal nicht. Bevor ich in de boodschap aangehe, dan wil ik je bloß sagen, dat we haben noch nicht von Openbarung vergeten. Some von Ihnen wundern vielleicht, haben das Buch der Bibel durchgereden und wir haben nicht. Wir waren zurückgekommen danach, wir waren nur diese 3 Botschaften noch von diesem Sonntag, nächsten Sonntag, wo der Thema sind von Investieren bei Gott. Und dann komme ich zurück in Openbarung für 3 Sonntage. Aber dann waren wir in der Weihnachtszeit angegangen mit Dezember und Januar, als gewöhnlich ans Vision-Monat und ans eigentlich der von Fasten und Beten. Aber dann in Februar, dann plane ich zurückzukommen, dann war die Openbarung fertig merken. Und so, da wird nu inzwischen ein bisschen langsamer gehen mit dort. Aber das hat zu tun mit some anderen Dingen, was wir al Anfangsjahr geplant hatten. Bloß, dass wir wissen, dass wir kommen zurück nach der Thema. So, von der wir wieder gehen mit Investieren bei Gott. Für Sonntag dann rede ich von Gott seine Freigebigkeit. Und ich rede besonders von leibstuhlig sein, mitleidend, vergeben. Das sind Dinge, was Gott uns geben hat. Und wie soll unser Stadt leben? So dass wir fähig sind. Diese Sonntag will ich reden von der Tiendel. Weet je, wenn wir reden von einem Tiendel, oder like, ist es für uns, oder ist es nicht für uns, oder, da will ich von der ein bisschen von reden. Und so von der werden wir eine andere Botschaft sein, vielleicht als fertig ist, wenn ich war zurückgehen in Alte Testament. Und wir wollen ein ganz klein bisschen checken. Ich werde allein in dieser Botschaft verraten merken, dass das Thema ist, so ja wie gerade aus ein Sonntag. Und so ich muss forschen, rütplacken. Und so ich kann das selbst studieren. Aber ich will Ihnen some Dinge wiesen von Gott sein ökonomisches System für sein Volk. Und ich habe das hier nicht on screen, aber Gott sein ökonomisches System für sein Volk. Na, bevor wir dann angehen, will ich Ihnen bloß sagen, dass 10%, das sind alttestamentliche Dinge, Gott hat es für sein Volk, aber für eine Ursache. Und die Ursache, wohin sie das haben, ist noch einmal korrekt so, wenn wir auch nicht mehr unter das System sind. So, da wird vielleicht Sinn merken, wenn wir eng sind von dieser Botschaft. So, wenn wir das Alte Testament nehmen, dann müssen wir immer klar haben, das handelt sich von einem Volk und einem Land. Und das ist mir einmal sehr interessant, wenn wir als Christen uns Versprechungen nehmen, was für das geplant ist, und wir nehmen die für uns selbst. Und wir haben denken, dass wir erstenfalls nicht für uns. Na, darum meine ich, dass Gott nicht noch das selbst. Ja, Gott ist einmal das Prinzip, das geht bei uns unterwandern, so ist es Luther erwiesen. Aber Gott hat ein ökonomisches System für das Volk mit Land. Und ich habe hier eine Landkarte von Israel, von Tiana Tit, und all diese verschiedenen Klieren, die meinen die verschiedenen Stammen von Israel, da wären 12 Stammen, und die kriegen alle in gewässert Land, in das gerade Land. Nicht bloß dort, jede Familie, also sie kriegen aus dem Stammland, aber dann in den Stamm kriegt jede Familie Land. Da wie Gott sein Plan. Und so da wollen wir ein bisschen sein von der in das Dinge, was Gott uns sagen hat. Na, wenn das auch für Israel wäre, und das wir das 10% das passt hier nennen, so dass ich könnt verwiesen, das ist really so ein Tagssystem für Israel für eine gewisse Ursache. Aber wenn Gott sein Plan, mal lass mich ein bisschen mehr sagen von das. Gott sein Plan mit das Land und mit das Volk wäre, dass dort wird ein Licht sein in der Welt. Gott will haben, dass das Volk soll gewässerweich leben. Er hat in Gesetzen, in Land gesetzen, wo wir von der Welt benutzen. Er hat in Land gesetzen, in Landpreis, in Interesse, und all die Dinge, sagt Gott entfernt. Wenn sie sollen ein anderes Volk sein, aus der ewigen Part von der Welt, sie sollen ein Licht sein für die Welt, sie sollen andere Menschen tragen, und das soll ein Zeugnis geben, von wer Gott ist für die Welt. Das ist really der ganze Punkt dahinter. Und so durch das Volk kommt der Messias, durch das Volk kommt unsere Bibel. Das Volk ist dort, was Gott gebraucht hat, zum Sien, zum sich selbst offenbaren zu der Welt. Nicht von der so wie hier. Und dort denkt, dass wir sollen ein Licht sein, wir sollen ein Beispiel sein für die Welt, wir sollen die Welt antragen, nur Gott. Dort hat noch nichts geändert. Wir sind nicht mehr ein Volk mit einem Land. Aber wir sind Gott seine Familie von der.
Und wir sind gerat von Gott, aber nicht bloß, wenn ich will gerat sein. Er rat die zum anderen raten. Er gibt uns ein Weg von Leben, was die Welt soll antragen, dass sie auch wollen an Gott leben. So dort werden wir nicht vergeten durch diese ganze Botschaft. So Gott sein wirtschaftliches System für Israel. Nicht für uns, für Israel. Aber dann werden wir uns Luther fragen, dann diese Prinzipien bei uns sein, die Worte uns. Und so das erste Ding, Gott sagt ein fair Lohnpreis. Na, ein Schreiber, was ich las, er nannte ein Voss gesagt, ein Fixed Land Price. Aber wenn Gott sagt zu seinem Volk, dass jün lohnt, das soll je Wasserweich heran. Na, du hast eine Ursache dahinter, was ich nicht verwiesen. Aber wenn wir diese Glücke lernen, dass der Lohnpreis, der soll sozusagen Glück bleiben. Das soll nicht, wir sollen nicht einer von anderen große Gewinns nehmen, so eine Dinge. So er sagt, das Lohn soll ein Lohn Sabbath haben. Na, weet je, im Alten Testament, der Sabbat wie ein sehr, sehr wichtiges Ding. Aber nicht bloß sollen die Menschen einen Sabbat haben, das Lohn soll auch einen Sabbat haben. Und so Gott sagte seinem Volk, 6 Jahre soll je jene Flecke besehen, und 6 Jahre jene Weingarten beschneiden, und die Frucht ernten, aber jeder 7. Jahr muss das Lohn sich reven, in dem Herrn zu ihren Sabbat holen. Dann soll je keine Flecke besehen, und keine Weingarten beschneiden. Na, weet je, das ist ein sehr interessantes Ding, dass Gott sagt, dass das Lohn, was ich ihnen gebe, und ich will Ihnen Vers wiesen, wo Gott sagt, das ist mein Lohn, je leben hier bloß, als je Lieder zu sein. Aber das, was ihr das Lohn behandeln sollen, 6 Jahre soll je dort bearbeiten, ernten und so eine Dinge dort, aber das 7. Jahr soll es liegen bleiben. Na, weet je, das ist ein geradener Thema. Gott, die Versen hier nicht alle nennen, wir haben das lange nicht Zeit, aber die Idee wäre, dass das 7. Jahr, was für Salz was, das können sie brauchen zum Eten, aber das sollen sie durchluten für die Arme. Und so sie sollen das Lohn durchluten, das 7. Jahr. Na, weet je, Lied, das ist eine Glaubenssache. Wo wir zu leben haben, wenn wir das 7. Jahr nicht wollen ackern. Das ist die Frau. Und das ist unsere Frau und das ist ihre Frau. Und wenn wir das studieren, dann sagt Gott, ich will Ihnen das 6. Jahr so viel geben für 3 Jahre. Die wollen das 7. Jahr eten, die wollen das 8. Jahr ganz, aber in das 9. Jahr, was der Ernte von das 8. Jahr, was dann kommt. Und so das wir Gott sein Versprechen für wenn sie arm würden horchen mit das. Und weißt du, manch uns, sieht mir ganz sicher, viele von Ihnen, die Frauen sind, wenn ich 10% geben, habe ich dann nicht zum Leben. Das ist unsere Frau. Gott sagt, wenn die mich wollen horchen, ich will ihn sehen. Na, wir sagen von dir, wir geben nicht, wenn wir wollen, ich gebe nicht 10%, und Gott mir 100 geben. Ich gebe nur 10%, wenn er half mir 100 gibt. Wir geben, wenn wir sind, und Gott sehen. Aber danach, also so ja schriftlich, dass wir ernten, tun uns wie sehen. Und ich kann dir nicht sagen, wenn ihr 10% geben, aber immer alles sind lecker und so weiter. Das ist nicht schriftlich, wenn ich das sage. Aber ich kann dir sagen, wenn du Gott gehorsam bist, dann wird Gott dich sehen. Und wenn du nicht schaffst, wenn du hast nicht genug Glauben an Gott, dann dass er dir was durchbringen, wenn du 10% gibst, dann gib nichts. Wenn dann sind wir nicht Menschen von Glauben. Und so das wird Israel, na weißt du, das interessante Ding von Israel ist, dass wir nicht wirklich ein Model von was das wird looten, wenn sie dort würden sein neu kommen. Wenn sie dort never. Sie gingen actually in die Gefangenschaft. Gott sagt, das Lohn wird nicht 70 Jahre rühren, wenn die haben das nicht gehorcht. Da wir nicht der Einzige denken, aber dort wir Port von. Und so wenn wir denken und geben, dann werden wir geben mit dem Sinn, dass Gott wird mich durchhalten. Gott wird mich halten, dass ich durchkomme. Das ist kein so ein Ding, dass ich will geben, aber ich tot hungern. Da will ich bei Israel sein, das ist nicht bei uns. Das ist eine Glaubenssache. Und so Israel muss Gott leben mit das. Sie müssen ihm vertrauen mit das. So das wie ein Ding. Der zweite Ding ist das Entlotungsjahr. Jeder 50. Jahr, dann muss Israel, war Lohn 3 geben an die Originalfamilie.
Na, das wird durch, dass nicht bei einmal eine Recke formen, die wird sich das ganze Land abschalten und alle anderen Menschen würden seine billige Arbeiter sein. Das ist unsere Welt von der Wirtschaft. Aber da wir nicht Gott sein Plan mit sein Volk. Sein Volk soll jeder formen, soll sein eigenes Land haben. Und dort wird der beste Weg von einem wohlhabenden Land sein. Und so Gott sagt noch ein Ding, das Entlotungsjahr. Das ist das Entlotungsjahr, wo jeder einer war, der dort sehen gekommen soll. Na, wir können hier viele Verse nennen. Ich habe bloß das ein Vers. Aber die Idee ist, dass wenn ich eigentlich kann sagen, meine Art ist verhehlt, dann kann ich mich an mich nur verkäufen, sozusagen. Und ich war den sein Sklave, ich war den sein Arbeiter, mit der Idee, dass wenn das 50. Jahr rumkommt, dann geht das Land war drei noch meine Familie. Und so, das ist nicht so ein Ding, als dass einer kann sich alles abschalten und dann der andere alle zu Sklaven machen. Gott will das verbieten. Er will haben, dass seine Kinder, sein Volk, dort soll wohlhabend leben. Und zum wohlhabend leben, da muss jeder einer sein eigenes Land haben und sie müssen das bearbeiten, dass wir der beste Weg von einem Land haben, was wohlhabend wird. Und hier sagt Gott in 3. Mose 25, du werden soll je das Land nicht für immer verkäufen, weil es das Land es meint. Und je leben als Fremde oder Jas bei mir. Na, welche Lied? Wie sagen einmal, das was ich habe gehört Gott. Levi so steht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das leicht dort sein. In Israel, sie hatten gewisse Regeln von ihr Land. So, sie mussten einen Sabbath haben, sie mussten ein Lotungsjahr haben. Alle 50. Jahr soll das Land trägen, nur die Familie von wurde kommen. Und so, dass wir dort haben, das verbieten, dass nicht einer schrecklich recht wird und alles hint und die anderen haben alle nichts. Gott will haben, dass wir ein soziales System können sein. Na, das will wir von der Fährt nicht in der Regierung. Aber weißt du was? Ein soziales System, ich habe einmal gesagt, ein kommunistisches System, dort schafft, wann Gott der König ist. Nicht, wann Menschen sind. Bloß, wann Gott ist. Und dort wird die Idee hier. Ich habe euch gesagt in Offenbarung, dass Gott sein Plan ist, dass er will, diese Welt regieren durch seine Person. Dort wird Israel da wir. Und so Gott will ein Volk merken, wo er wird angehorchen, er wird König sein, und durch das Priestertum wird er dort Volk ran, und dort wird ein Bild sein in der Welt, das wird einfach ein Zeugnis sein, von wer Gott ist. Aber Israel wird angehorsam, und du entdeckst never really da, was es soll. Und das ist bei uns von der Charakter, von der ist wieder. Von dieser Wieder wird das ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und wenn die Welt noch uns checkt, dann soll nicht sein, wo es ist, wenn Menschen wirklich an Gott leben. Und so unsere Frau ist es dort, bei uns. Levi ist dort. Weil ich kann interessanter glauben, und ich brauche nicht glauben, aber ich da, dass wenn das 1000 Jahre zurück ist, herumkommt, dann wird das System Verfall schaffen. Und dann wollen wir mal sein, wo es ist, wenn Gott der König ist und wir leben und wir sehen in der ganzen Welt. Menschen können ja nicht feststellen, wo die Welt dann wird sein. Und so da können wir lang von reden. So in 3. Mose, da hat Gott einen Lohnpreis. Na, das Lohnpreis ist geknackt mit einem Gelübde, kann man sagen, oder mit noch Gott geben. Aber das ist ein Lohnpreis. Wenn wir ein Stück Ackerland von seinem Aufgott dem Herrn verspricht, dann soll der Preis tun, als das Landstück rot ist, geschätzt worden. Wenn dort ein Fleck ist, was einen Sack voll Jahr aussehen kann, dann soll das Land 50 selber Stücke jagen. Das ist, was ich meine mit einem festgesetzten Lohnpreis. Und so Lohnpreis, das hat zu tun mit, wieviel sie da oben ackern können, das hat zu tun mit, wie groß das werden, wieviel sie da sehen können. Dann soll der Preis sein. Und Gott sagt ungefähr, was der Lohnpreis soll sein. Na, weet je, in een systeem wat we van jou zijn, en zoals onze regering schafft, dan is de prijs doen als wat ik uit die uitwaring kan. Dat is de prijs. En zo, we denken niemals aan, okay, wat wordt God dit schatzen, darüber? Vielleicht auch je. Aber von der Preis, der Lohnpreis, bei uns jemand, als doen wat ik uit die uitschrie, er doen ook hoe dat is.
dort hat viel zu sein in unserer Welt, von der, wo es lohnt, like am Korridor, dort tut ihr like welchen Tag verlohnt und so eine Dinge. Und so Gott will haben, dass sie sollen einen festgesetzten Preis haben, dass jeder einer eine Gelegenheit hat, seinen Lohn zu holen. Und dort, wo wir das vorgesagte Lohnpreis, das Land, das soll sozusagen Glück bleiben. Dat het niet hier veel gratis is. Want ik weet nog met wie waar het zit. Wanneer dat is anders is. En een loonsabbat, een lotingsjaar, een interestvrij. Wauw. Ik heb je voorstellen dat wie, mank ons christen, worden interestvrij geld gaan, geld lenen, wat interestvrij kan kopen, lenen. Dat heb je het meest mal voorstellen, maar dat wir Gott zijn Gesetz vereint. Niet voor de Welt. Hij zegt zu zijn volk, want we beten hebben dan geroepen, dat je kan interesse nemen van uitlander, maar je hebt niet vrijheid geld te lenen bij uitlander op interesse. En ik wil je mensen wat zijn, hoe wenig. Maar zij kunnen van de Herden, van de Veld Romend, van die kunnen ze interesse nemen, maar niet van zichzelf, niet van de Erdenobers. Wenn het soll im Volk, soll jeder eine Gelegenheit haben, zum wat ha und zum sich durch von ein Leben merken. Dat soll, weet je, wenn jeder einer lohnt hat, und jeder einer lebt von lohnt, die Geschichtsschreiber, was das studiert haben, sie sagen, jemand, was lohnt hat, der hat weins feiermal so eine große Gelegenheit, was zu kommen ist, ein Handarbeiter. Das ist noch einmal korrekt so. Und so, sie sollen alle eine Gelegenheit haben, sie haben alle Lohn gekriegt, aber weil man sein, ein sind erst verheilt für das Jahr, dann kann die sich Geld lehnen, um dort nächstes Jahr war ackern, aber ohne Interesse. Wenn die so eine Gelegenheit haben, durchzukommen. Von der ist es für ein Interesse, was uns abverrat. Das Interesse, was uns das Glauben merkt. Das, wohin Gott sagt, dass wenn ich mir Geld liehen, dann ist der, von wem ich das geliebt habe, das wird ein Accident ins Glauben geworden. Und ihr wisst rein alle, was das meint. Und so das ganze Idee von Interesse-frei, das ist ein interessantes Ding. So Gott will haben, dass das lohnt, hat einen festgesetzten Preis, und Geld liehen hat einen festgesetzten Preis, dass die beiden Länder sozusagen, die bleiben blicken bereit. Da wie Gott den Plan mit seinem Volk. Er sagt, dass die soll nicht Interesse nehmen, wenn die Nober, das Nober, das ist ein Israelit. Da meine ich ein Fremder, das ist ein Israelit. Geld oder eten, oder irgendwas was liehen, so dass der Heilige Gott sehen kann. Mir ist sehr interessant, dass wenn die das wollen lesen und studieren, die wollen immer was finden, das soll die tun, damit Gott sehen kann. Immer bei. Und so Gott uns sehen kann, das Land, wo je nennen dort zu wohnen. So Gott gibt ihnen Gesetze, sie sollen interessfrei den nur behalten. Und das ist mir ein sehr interessantes Ding. Das ist es schafft, wenn wir Interesse tun. Uns Lohnpreis bleibt fast. Das ist bei uns korrekt so. Na, das geht am Doel ein bisschen nicht, aber die Idee ist, dass du kriegst so und so viel von einem Stück lohnt. Das muss einfach dabei. Na, wie von der mit Fertilizer, wenn ich wie leben, wie kann da alle 100 pumpen. Aber das danach eine Land, was ungefähr gleich bleibt. Wenn du die Geld liest auf diese gleiche Land, weet je, dit was nicht, aber das. Interesse kann noch was kleiner ist, aber der was für eine Ewigkeit. Und wo wir in Trouble kommen, von der dort ist das. Das, wo wir Sklaven worden. Das, wo wir bei einmal nicht mehr durchfingen, wir gehen bankrott. Mir denkt noch so klar, als ein kleiner Junge, wie ein Hüschen von der Schule. Und da standen zusammen bei uns auf dem Hafen, alle Traktor und alles abgelot, wenn mein Dad ging bankrott. Vielleicht hat Jesus mal belebt. Dort wir wehen das. Dort some von ihnen financially schrecklich strugglen, dort wehen das. Wir haben uns so viel geliebt ab dem Postgesetzten Landpreis, ab dort, wo uns Land produzieren kann. Ich verstehe, was ich sage? Und das ist der Interesse, was uns abfragt. Wenn das was für Ewigkeit, und das nicht. Und so Gott will verbeten, dass das wird passieren, manches sein Volk. Und dort wir durch haben diese Interesse Gesetze gegeben. Und dann heinig, was Gott sagt, nicht für deins abeten. Das ist mir sehr interessant. Und so sagt es, dass du sollst am den Geld nicht ab Interesse liehen oder ob das Eden für deins nehmen. Na, was meint ihr mit das?
Wenn ich das ein bisschen studiere, dann sieht mir so, dass Gott meint das. Wir leben in einem System, dass wenn ich eigentlich habe, ich ein bisschen armere Formen und mein Ober ist eine reichere Form. Der Reiche, der kann seine Getreide abspeckern, wenn er das nicht in seinem Preis. Der Arme kann nicht. Der Arme muss verkaufen für was von der Geld. Kann ich verstehen, was ich sage? Und danach, was einmal passiert, wenn der verkaufen muss, wo ich den noch raufdenke. Nu moet de arme mij spotbeeld, ich sehe Arnd verkaufen, ich specke der ab und saß man es wieder verdient durch das Doppelte an. Das ist, was Gott will verbieten, manch sind falsch. Stellt dir mal vor, dass wir würden so leben, dass ich sie in reckere Form, meine nobe Form, die muss verkaufen, die muss seine Apfel nicht verkaufen, die muss seine Getreide nicht verkaufen. Und ich sage zu dem, weißt du was, ich wollte dir den Preis geben, was es von dir kostet. Und dann wo ich dort abspecken und wenn ich das verkaufen kann, wo ich dir das ewig nur tun. Wo wird das System dann sein? Kann ich uns vorstellen, die sehen, was die unser Antwort sind. Das ist, was Gott mit seinem Volk will. Und so, das sind bloß ein paar Dinge, wen er lohnt. Und so, wenn diese Feuer gesetzt und Taubschaften, lohnt Sabbath, Entlotungsjahr, interestfrei, nicht ab Erden verdient, nehmen sie wieder, dann wir Israel gesehnt. Na, so ist es seht, wir haben das Bild niemals vorig gesehen, wenn sie horchten das Gott. Aber wir können uns vorstellen, dass Gott sagt, immer war er bei jeder ein von diesen, wenn die das wollen tun, dort erst, dass ich ihn sehen. Und so, sie würden sagen, die Bibel redet von, sie sollen der Kopf sein, nicht der Seele. Sie sollen ein wohlhabendes Volk sein, sie sollen ein Beispiel sein für die ewige Part von der Welt, von wo wir taub leben als ein Volk und wo wir uns um sich halten in so einer Dinge. Na, ich weiß, wir leben in einer ganz anderen Welt und ich bin nicht ein Businessman. Aber ich glaube einmal, dass wenn wir wirklich leibhaft von uns Nuba, was mein Bruder am Herrn ist, dann würden wir in Bett wieder gehen, um den halten, dass er auch durchkommt. Und nicht noch, wenn da erste Not ist, dann den Waren, was ich dort alle habe. Das ist, was Gott will verbieten. Und einmal lebe ich es dort. Und so, wo passt das Tiendel dann an? So, das Leviten-Tiendel. Da wären 3 Tiendel, was Israel soll tun. Erstens ist das Leviten-Tiendel. Willst den Tienden von den Israeliten annehmen, was sie dem Herrn als aufgegeben habe ich die Leviten als Aufgut bestimmt. Darin habe ich gesagt, dass sie man die Israeliten kein Aufgut ihnen sollen. So Gott hat, okay, lass mich hier kurz von Anfang sagen, dass diese 3 Sorten von Geben, was ich Ihnen vorwiesen, das hat alles zu tun mit dem jährlichen Leben in Israel abbrechen. Und ich will uns von dir sagen, wenn wir nicht geben, zum Gott sein Leben, oder zum das jährliche Leben in dieser Welt, zum das Evangelium verbreiten und das jährliche Leben abbrechen, wenn wir nicht durchgehen geben, dann hol den Geld, bitte, hol das. Wenn das nicht für Gott gibt. Und so, Gott will haben, dass sein Volk, dass die Leviten, dass wir einstammen von 12, dann hat Gott zu sie gesagt, Tim die jährliche Arbeit und machen Volk. Und dann sagt Gott, der ewige, die sollen 10% geben für die Leviten, wenn er kein Lohn gekriegt. Sie haben Städte gekriegt, wo sie wohnen, aber kein Lohn. Aber weißt du, wenn wir daran denken, dass das sind 11 Stamm, was 10% geben, der Einstamm, dann weißt du, der Einstamm kann krack so viel leben als die ewige alle. Und da wir nicht Gott sein Plan, dass die, was jährliche Arbeit tun, dass das sollen arme Menschen sein. Die sollen auch zu leben haben. Und so Gott sah ein System ab, wo das ganze jährliche Leben in Israel, die ganze Opfergeschichte, die ganze Stiftshütte und der Tempel, dass dort wie ein System, was Gott drehen will. Aber das soll unterstützt werden mit Geld, dass die Menschen, die Gott berufen hat, um die Arbeit zu tun, dass die auch leben können. Das war ein ganzes Ding von den Beispiel sein in der Welt, von der jährliche Wiederdrehen. Und so, sie hatten das Leviten-Tiendel, sie hatten ein Fasten-Tiendel. Gott sagt zu Israel, Gott, ihr könnt fasten. Und dann sagt Gott, für 3 von den Fasten soll jeder Mann sich abwiesen, ob da steht, wo Gott sie nun wird hansaten. Was er meint, erst wo die Stiftshütte wäre oder wo der Tempel wäre. Und so Israel, das wirkt, was er denkt, da kämen sie gleich immer nur, aber sie deuten fertig.
Und so sie gingen in den Tempel, aber dreimal das Jahr, stell dir mal vor, dreimal das Jahr sollst du eine Reise merken. Irgendwas, wo han dann aber wieder auf die wohnst, aber du sollst eine Reise merken. Und zu jener Zeit, sie gingen dahin, oder vielleicht mit einem Büro, aber das geht lange Zeit, da wir ein Werk mit verbunden. Und so sie sollen dahin gehen, und da sollen sie opfern und all die Dinge. Und Gott sagt zu ihnen das. Die sollen jeder Jahr ein Tiendel von den Arten von jenen Flecken zu sehen sagen, gut mit dort Tiendel, nu habe ich was gesagt, gut mit dort Tiendel, nur das steht, wenn er den heiligen Gott wählt, zum sie nun durch bekannt merken. So, das ist der Stiftstätte, der Tempel. Du sollst je, na das ist ein persönliches Ding, du sollst je dort Tiendel von jenen Getreide, jenen Feuer, jenen Öl, jenen die Erstgeborene, von jenen Feuer und Schub eten. Je soll nicht du eten. Das ist dazu, dass die Furcht vor dem Herrn, jenen Gott lehren, ab alle Tiden. So Gott sagt zu ihnen, je sollen ein Tiendel zu sie leihen, und dort soll die berücken, zum dort zu hingehen, wo wir nun was sind, wird es today, da wird der Tempel, von der Seite, wie Gott das alle wenig, und so ist es mit anders. Aber sie sollen da hingehen, da sollen sie das eten. Na, wenn wir dort ein bisschen wieder studieren, dann habe ich da auch gemeint, dass sie sollen schön merken, dass die Armen da hingehen, die sollen da auch zu eten haben, auch die Leviten. Aber das Ding ist, die sollen das zu sie leihen, Tim, dreimal das Jahr dort hingehen, Tim, das jährliche Leben manchmal abbrechen. Das ist die Idee. Das hat nicht bloß zu tun mit einer Reise merken, hat zu tun mit das Leben abbrechen. Und dann sagt dort armen Tiendel, Gott sagt, so steht, jeder dreht Jahr soll die in den ganzen Tiendel in den Städten taub leihen. Jeftet die Leviten, die kein Lohn gearbeitet haben, und die Fremden in den Stadt, und die Wesen, und die Wettfrühs, dass sie sich davon satt eten können. Dort ist es Gehorsam für den Herrn, den Gott, dass er zu all der Arbeit, die je abnehmen, sehen kann. Das war die Sehen dabei. So die Idee ist, dass sie deuten, wir können sagen, 3,3% des Jahr, mussten sie zu sie leihen für arme Menschen. Für so eine, was da für Wettfrühs Wesen, für die Leviten, die arm werden, für die Fremden manchen, und so eine Dinge steht. Und so, das sind drei Tiendel. So, Prinzipien für uns. Was können wir hier mitnehmen? Na, ich werde ein bisschen bosig mit das, wenn Tithes holen. Aber das ist vielleicht ein bisschen eine Anleitung von, wo Gott dacht für sein Volk. So, was können wir von das lernen? Erstens, finanziell klun. Wir sollen Menschen sein, die finanziell klun tun. Weet je, wenn ich Geld kriege, und ich verdiene dort bei der letzten Cent, und dann kommt ein klein bisschen was unverhofft ab, dann sind ich fast. So, wenn wir mal die drei Staaten nehmen, was Israel hat, na, wir können sagen, wir sollen ein Budget leben, und jemand sagen, Menschen, weil ich sie zu arm, um ein Budget haben, weil ich sie zu arm, um nicht ein Budget haben. Und so, wir sollen finanziell planen. Wo wollen wir geben? Für was geben wir? Und so, finanziell planen, erstens ein Prozent geben für Gott seine Arbeit, was er die Kirche gegeben hat. Weil je Israel Tiendel geben, hat zu tun mit das jährliche Leben abbrechen. Das sie nicht würden von Gott verjeten, das würde der Fasten da werden, das würde all die Dinge da werden. Und so, für das ist das unser Abgehen. Dass wir das Evangelium wollen verbreiten, dort hat Gott die Kirche gegeben. Wenn ich sage Kirche, dann meine ich nicht bloß Lebenswasser, dann meine ich sie Körper, ob das ihr. Gott hat die Kirche dort gegeben, dass die Welt wird Jesus kennenlernen. Aber wir leben in einer Welt, wo die Geld braucht. Und so, wo wir das sagen, wir würden sagen, okay, wir wollen ein besseres Prozent, das Jahr zu sie leihen, Tim, wie kann das Evangelium bekannt werden in der Welt? Wir sagen als Kirche, dass wir eine Gott gegebene Vision, und wir glauben really, dass Gott hat uns das gegeben, dass wir sollen die Plattdeutsch reden in der Welt für Jesus reden. Das wollen alles Plattdeutsch ist. Wir würden manchmal viel leichter haben, wenn wir eine andere Sprache reden. Aber wir glauben, Gott will haben, uns Volk soll Jesus kennenlernen. Aber das braucht Geld. Und so, wenn wir sagen, wir wollen finanziell plundern, ja, wir wollen ein gewisses Prozent geben, Tim, dass Gott sein Wort kann ausbreiten in der Welt. Das zweite Ding, wir wollen ein Prozent geben für jährliche Wachstum in den reinischen Tag. Was ich meine mit dem ist, dass wir wollen Geld zu sie leihen,
Ich will mich selbst Geld zu Siedlein, dass ich kann noch mal wo eine Conference fahren, oder wenn die Zeug wird anstellt, wo ich mit betonen, oder ich kann mich online einen Kurs kaufen, irgendwas kaufen online, wo ich kann studieren, und mal ein Programm durchgehen, zum selbst wissen. Alle Hand Dinge würden da umgehen, aber ich habe geplant für das. Ich habe mir Investor-Präsent zu sie gelegt durch die Jahr. Und dann in der einen Tag, wo ich mir dort mein ist, dass wir kommen alle in Tiden an, wo irgendwas feiert. Gestern Nachmittag habe ich ganz Kohl aufgewaschen. So, ich kann mich, weil ich mit am Schulter klappern, dass ich Kohl aufwaschen da. Aber ich habe Kohl aufgewaschen und ich wusste das alles. Ich habe Tithing zu meiner frühen Batterie gestellt, das startet nicht mehr normal. Und gestern, als ich wollte, war 3 und 4, dann klickert das ein bisschen an ihre Hut. Heißt einmal belebt, klickert das ein bisschen an ihre Hut. Und so, Lorna und ich, wir leben an einem Budget. Und eine Land von dem Budget sagt, das ist für Fortjahr. Reifen kaufen, Batterie kaufen, das sind Dinge. Und so, ich kann da hingehen und das Geld nehmen und für eine neue Batterie kaufen. Ich brauche mir kein Geld leihen, ich brauche noch nicht. Und wir können ja Ware, was das fordert, erst wenn wir finanziell planen. Na, ich weiß, das ist nicht immer gleich. Aber das, was ich meine mit das, dass wir was zu Siedlein, dass nu das die Kirche war an mir für Jesus, und ich habe durch das Jahr 5%, 10% was immer, aber ich habe durch das Jahr zu Siedlein, nu kann ich auch für das geben. Und ich das kein Jahr, ich brauche das von noch nichts das verlieren, ich habe das geplant. Das, was wir von hier reden. Und dann noch 1% zu Siedlein zum Armen halten. Was Gott will haben, sein Volk soll Armen halten, dass wir nicht selbstsicher Menschen werden. Das ist göttlich, wenn wir planen, andere Menschen zu halten. Na, damit meine ich nicht, dass wir wem Geld geben, was zu viel ist zum Schaffen. Ich rede nicht von so. Aber wir haben Menschen Mangel an. Und weißt du, mir ist es dunkel für unsere Welt. Weil jemand, der ausschaffen geht und nach 3 Jahren Schuld sagt, der kann das allmählich tun mit uns Dachlohn von der Stunde. Something muss sich geben, man ganz falsch. Und so ich habe mir also gedacht, okay, wenn ich habe mit mir, ich kann planen, ich war 2 Kinder in der Schule schicken. Ich war, diese Lieder haben die Großmutter war, die Batterie steht gegangen in ihre Chor. Und das kann ich nicht schaffen, aber das ist ein eigentlich, was sie hat. Das sind Dinge. Aber wie man das planen, dass ich sie nicht bloß für mich hier, ich gebe nicht bloß was an mir dran, ich gebe auch was dran an meine Nober, an meine Kirchenglieder, ich gebe was dran an meine Geschwister im Herrn. Und wir sind hier, einer den anderen mal ein bisschen durchschlafen, wenn es fehlt. Das ist, was Gott will mit seinem Volk. Wir sind von der auch nicht in das Alte Testament, wir sind nicht fast an den Land zu servieren, aber wir sind Gott seine Kinder abdesiert von der mit der Abgabe, Jesus in dieser Welt bekannt zu machen. Und dein Geld hast du was mit zu tun. Und Gott sagt, wenn die mir wollen horchen, und ich glaube, das für uns von der Charakter so, Gott sagt, wenn die wollen gehorsam sein, ich will ihn sehen. Ich sehe nicht so ein Gott, der bloß sagt und ich will ihn gleich sehen. Gott hat uns sehen. Er hat uns gesehen. Er hat uns die Lösung gegeben in Jesus. Aber wenn wir am Vertrauen, dass wenn wir das 6. Jahr oder das 7. Jahr nicht wollen, ackern, wir wollen in das 8. Jahr eten können. Gott wird dann nur sein. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Und Herr, wir reden von Geld und das sind so empfindliche Themen bei uns. Aber ich bete, dass wir würden so glauben haben, Herr, dass du hast was zu sagen zu meinem Geld. Wir sind dir wir sind hier, wir haben abgeholt, die bekannt mehr in der Welt. Halb uns zusammen dort und dass du uns kannst sehen als Kirche und als einzelne Menschen und dass wir wirklich eine sehende Familie sind. Amen.